Herzlich willkommen zu einem neuen Tournament Report von mir Weltenspiel. Heute sehen wir keine Sisters, nichts von Chaos, keine Marines, keine Orks, sondern Imperial Knights vor euch. Und wenn wir jetzt excited sind, die neuen Imperial Knights gesehen mit Objective Secured und so Zeug, muss ich euch leider enttäuschen. Es ist leider noch das alte, die alten Knights sind noch gespielt worden. Das heisst, die grossen dort zählen nicht als 10 Modelle und die kleinen haben kein Obsec leider. Wie die alten Knights sich geschlagen haben am Turnier und wieso es sich vielleicht ein bisschen lohnt, eine Liste zu spielen, wo man schon ein bisschen länger spielt, werdet ihr in diesem Tournament Report erfahren. Ja, wir starten die Liste, die Freeblade Lance Liste mit 3 Armigers, 3 Armiger Warglaves, das heisst jeder mit Melta und Kettenschwert ausgerüstet und ein Heavy Stabber oben auf dem Kopf. Die Armigers sind vor allem da, um die Trades schon mal aufteilen, damit die Grossen dann die guten Trades wählen können. Das heisst, alle Freeblade Trades, die sie haben, sind eher weniger relevant für die Liste. Dann haben wir den ersten grossen Knight, einen Knight Magera mit Klauen und Lightning Cannon. Der hat das Banner auf Macarius, das heisst, er zählt als 10 Modell Obsec, also eigentlich wie die neuen Knights schon und Obsec dazu. Und seine Trades sind als 6 Zoll heroische Intervention machen und ich würfel am Anfang des Spiels ein W6 und entweder bekommt er mehr Move, trifft besser im Close Combat oder schießt ein bisschen besser. Dann haben wir hier in der Mitte den Good Old Knight Castellan, so wie damals in der 8. Edition, wo er die Meta terrorisiert hat. So schlimm ist er leider nicht mehr. Er aber ist auch ein Freeblade-Charakter und hat Freeblade Traits Objective Secure für 1 Modell. Dann darf er ein Hit, Wound, Damage oder Saving Throw pro Spiel, pro Battle Round wiederholen. Ja, und er hat auch ein paar Relic Warlord Traits und so bekommen. Und zwar das Relic ist Plasma, wo halt richtig gut ist, nicht Overcharge, schon Stärke 8, 2 Schaden, minus 4 Durchschlag und wenn er Overcharge ist 9 und 3 Schaden, also richtig stark. Und das Warlord Trade ist der 4er Rettungswurf, das heisst, ich muss nicht Rotate auf ihn machen, weil das kostet 3 CP auf Mac stellen. Und dann nicht 2 CP ausgeben, um ihm ein zweites Relic zu geben, was man mit Freeblades kann. Und das zweite Relic ist der 2 plus Rüster auf ihm. Das letzte Modell ist nochmal ein Knight Magera, ebenfalls mit Lightning Cannon und der Klauen. Und der hat das Warlord Trade Echoes from the Past. Und zwar habe ich dort das Household ausgewählt, dass er einen 6er Feel No Pain hat. Ja, und seine Freeblade Trades sind Objective Secured für 1 Modell, also zählt als 1 Modell, und 6 Zoll heroische Intervention. Ja, das ist meine Liste. 2000 Punkte. Wie sich die geschlagen haben, noch mit den alten Regeln werdet ihr sehen. Wir gehen nämlich ab auf Iverdon als Turnier. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier in Iverdon angekommen und wir spielen das erste Spiel gegen Eldar. Ja, mal schauen, wie es rauskommt. Ich habe schon ewig nicht mehr gegen Eldar gespielt. Es ist 6 Objective, Take and Hold, was für die Knights recht angenehm ist. Ich habe hier hinten deployed. Ja, mal schauen, wie es rauskommt. Wir sind am Ende von Zug 5 angekommen und ich habe um 14 Punkte verloren, leider, gegen Eldar. Gegen Ende, wo ich noch ein Modell kann, ich einfach 9 Punkte scoren. Ja, darum ist so rausgekommen schlussendlich. Ja, und Eldar hat mega gut dahin können halten, sodass ich keinen Grind machen konnte. Ja. Wir kommen dann nach Spiel 2 wieder zurück. Herzlich willkommen zu Spiel 2 hier in Iverdon. Und zwar wieder meine Knights gegen White Scars. Ja, mal schauen, wie es rauskommt. Das erste Spiel knapp verloren. Vielleicht schaffen wir es zu gewinnen, vielleicht auch nicht. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und gebe den Knights mit vor dem Data Slate, also den alten Knights, einmal ordentliches Showing, hoffentlich. Ja, wir kommen dann nach dem Spiel wieder zurück.
Wir sind am Ende angekommen von Spiel Nummer 2. Und so sieht der Tisch aus. Wir haben ein paar letzte heroische White Scars. Und dann einen Armiger. Da sind all meine grossen Knights in der Mitte. Ja, und es geht für den Sieg für mich aus. So, wir sind im letzten Spiel. Und zwar gegen Tyranniden. Wir haben Hiveguard, wie man sie kennt, gegen meine Knights. Letzte Runde. Ich habe mal recht gespreadet. Mal schauen, ob sich das wird auszahlen oder nicht. Ja. Wir kommen dann am Ende vom letzten Spiel wieder zurück. So. Wir sind am Ende angekommen vom Turnier. Ja, und gegen Tyranniden haben wir noch verloren. Ich kann euch sagen, die neuen Gene-Stealer super starke Knights und auf dem Gelände sehr viele Places, wo sie heiden können. So sieht es aus. Ich habe zwar fast alles gekillt, aber Charakter leben noch. Und ja, es ist schwierig, Punkte zu machen. Castell lebt immer noch. Er ist auch mega tanky, aber ja, schlussendlich auf dem Gelände kann er einfach nicht mehr genug killen. Ja, darum wird wahrscheinlich auch 3 Mageras gespielt, weil sie noch ein bisschen Melee Potential haben. Aber es war ein sehr spannendes Spiel. Auch sehr mal spannend gewesen, die neuen Tyranniden kennenzulernen. Ja, wir kommen nachher mit dem Recap zurück, wie es ist, mit den alten Knights zu spielen. Ja, da wären wir wieder nach dem Turnier zurück aus Iverdale mit meiner Knight-Liste. Ihr habt gesehen, 2 Spiele verloren, 1 Spiel gewonnen in der Mitte gegen Marines. Ja, was ist mein Fazit dazu? Und was habe ich gemeint mit etwas wählen, was einem Spass macht? Ja, ich muss sagen, schlussendlich, was mich am meisten gestört ist, dass ich die Liste nicht weiter überarbeiten konnte. Zum einen, weil ich nur 2 Knights und einen Castellan und ich nicht dazu wäre, noch einen dritten Magera oder so zu painten. Das heisst, ich bin mit dem Castellan eigentlich gestuckt gewesen. Und ja, der Castellan hat mich eigentlich jedes Spiel enttäuscht gehabt. Oder fast jedes Spiel. Er ist irgendwie einfach nicht zum Laufen gekommen. Er hat so viele Punkte gefressen und hat eigentlich nicht viel gemacht. Hat zwar jedes Spiel überlebt, aber ja, ob es schlussendlich wert war, ist natürlich schwierig zu sagen. Ja, und zum anderen hat mir so ein bisschen gefehlt, Tricks. Knights hauen mega rein, das ist mega geil. Also die fetzen wirklich, vor allem die sind einfach unglaublich gut. Machen so viel Schaden mit dem Flamer, mit den Lightning Cannon, mit den Klauen. Ultra gut. Und ja, die Arme sind einfach mega schnell, was auch sehr cool ist zum Spielen. Und Freeblade Lance ist auch geil, dass jeder so ein bisschen seine Tricks noch hat und so ein bisschen das noch etwas machen kann. Aber Tricks fehlen mir vor allem mit dem Gelände interagieren und so Zeug. Ja, oder ein bisschen so etwas zu haben, wo man kann wegwerfen und so. Aber ganz entscheidend und der wichtigste Grund, Imperial Knights sind einfach keine Chaos Knights. Und mein Herz steht einfach immer noch für Chaos. Und vielleicht hat es auch darum ein bisschen weniger Spass gemacht, die guten Herren hier zu spielen. Ja, ist in dem Fall die Liste langweilig für alle, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Leute, die gerne grosse Fahrzeuge haben, für die ist wahrscheinlich jetzt eine mega gute Zeit, um mit Knights anfangen. Weil mit dem neuen Dataslate sind Knights so viel besser geworden. Vor allem Freeblades gibt man ihnen straight für 1 Obsec. Das heisst, sie zählen nachher als 10 Obsec, weil sie ja 10 Modelle als 10 Modelle zählen und nachher ein Objective secured haben. Mega gut. Die Armigers sind ja recht unreliable, unzuverlässig im Nahkampf, aber mit Obsec können sie doch mal ein Objective relativ gut haben oder auch mal eins klauen. Also auch sehr cool für 130 Punkte. Super gut sind die, finde ich jetzt. Ja, oder Castellan, ja, über das kann man argumentieren. Wenn man Zeug hat, die gerne Zeug wegschießt, dann empfehle ich den Castellan. Sonst wahrscheinlich nicht. Lieber noch mal einen dritten Knight. Es muss auch nicht mal ein Magera sein, sondern einfach irgendeinen Knight noch. Da kann man auch noch ein bisschen Armigers drin tun. Ja, also wenn ihr grosse Fahrzeuge gerne habt, dann kann ich euch Knights wirklich empfehlen. Mir selber, ja, ich habe ein bisschen gemerkt, es ist alles ein bisschen clunky. Das Killing Power ist cool, aber ich habe auch gerne so die kleinen Helden auf dem Feld, die Infanterie. Ja, das Turnier selber war mega cool gewesen, organisiert wirklich super in einer sehr tollen Halle, Location. Auch sehr viele tolle Spieler gehabt, wirklich tolle Spiele. Ich habe vor allem gegen Tyranniden sehr viel Neues gelernt, auch, was die Neuen so können. Sehr toll. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr schaltet wieder mal ein, wenn es heisst nächste Tournament Report.
Macht's gut und bis bald.